Young Austria ist eine Story, die junge Menschen geschrieben haben, durch ihr Leben. Im März 1939, als ich Otto Brichacek, ein alten Freund von mir, auch ein roter Falkenführer wie ich, und später waren wir gemeinsam in der Widerstandsbewegung in London mit seiner Freundin Bertha Grassel, die er später heiratete, traf, beschlossen wir, eine Jugendgruppe für das Young Austria, für das Austrian Center zu gründen. Aus dieser Jugendgruppe wurde eine mächtige Organisation, die in allen Städtengruppen, hatten wir in allen Städten Englands Gruppen geschaffen. Es waren 1500 Mitglieder. Aber diese Mitglieder waren alle oder zum großen Teil traumatisiert. Sie hatten die Erlebnisse im Kopf, bevor sie weggereist sind, was sie alles erleben mussten. Zuletzt die Kristallnacht. Und dann plötzlich wurden sie getrennt von ihren Familien und mussten allein eine lange Reise antreten in ein Land, das sie nicht kannten, das die Sprache nicht kannten, und auch die Gastgeber konnten wieder ihre Sprache nicht. Das waren große Schwierigkeiten und sie waren in großer Sorge um das Schicksal ihrer Eltern und ihrer Geschwister. Als wir den ersten Heimat machten, waren etwa 100 junge Mädchen und Burschen anwesend. Die meisten die kamen ja mit diesen Transporten, die ja zwischen 6 und 15 Jahre alt waren. Und jeder sollte erzählen, was er erlebt hat. Manche stockten, konnten nicht weitersprechen, Tränen standen in ihr Traum. Aber sie gewannen neue Freunde. Sie wurden aus der Schule rausgeschmissen, obwohl sie zum Teil die besten Schüler der Klasse waren. Ihre besten Freunde sprachen mit ihnen nicht. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Und sie waren ja noch nie getrennt von ihren Eltern. Und jetzt sind sie weit in einem fremden Land. Und so gewannen sie neue Freunde, eine neue Gemeinschaft entstand, die eng aneinander geschweißt war, weil sie alle doch dasselbe Erlebnis hatten. Und es gab für uns nur eine Partei, und die hieß Österreich. Und nur ein Ziel, dieses Land zu befreien. Wir gaben ihnen eine neue Perspektive im Leben. Sie waren jetzt nicht mehr allein. Und sie konnten wieder frisch und neu atmen. Und wir besuchten englische Jugendclubs und sie lernten englische Jugendliche kennen und mit den englischen Jugendlichen, mit den Jugendlichen ist es noch leichter zu sprechen und leichter die Sprache zu erlernen. Und das war auch sehr wichtig. Und das mache ich einen großen Sprung auf das Jahr 1942. Inzwischen hat Young Austria ungeheuer viel an Kulturarbeit geleistet. Wir haben einen riesigen Chor, den Erwin Weiß, den ich auch von den Roten Falken her kannte, gegründet hat und bis zu 200 Mitgliedern hatte, Mädchen und Burschen. Und wir traten in Albert Hall, der größten Theatersaal Londons, auf. Erwin Weiß spielte auf dem Klavier Chopin und unser Chor sang einstudierte Lieder, die ein ähnliches Repertoire hatten wie die Wiener Sängerknaben. Es war eine richtige, echte Kulturarbeit, die wir verbreiteten in England, um Freunde zu gewinnen für ein neues demokratisches Österreich. Und als wir im Februar 1942 Freundschaftswochen und Solidaritätswochen für die britische Streitkräfte veranstalteten,
kam so viel Geld herein, dass wir in der Lage waren, für die Rote Armee, für die Kämpfe der Rote Armee eine fahrbare Kantine und für die englischen eine fahrbare Röntgenstation und für die englische Armee eine fahrbare Kantine anzukaufen. Und in dieser Delegation von Free Ostern Movement, das inzwischen gegründet wurde, und denn alle 16 Organisationen, die es in England gab, Kulturclubs und so weiter, angehörten, diese Delegation, der auch Dillard Young Austin dabei war, überreichte Winston Churchill, dem Premierminister, diese Kantine. Und er sagte, dass er erstaunt ist über die große Tätigkeit, die die Österreicher hier in England leisten. Und erfreut ist darüber. Und er sagte zum ersten Mal, ein Jahr noch vor der Moskauer Konferenz, vor dem Beschluss der Moskauer Konferenz, ich verspreche euch, Österreich wird wieder in den alten Grenzen erstehen. Allerdings müssen auch die Österreicher einen Anteil zu ihrer eigenen Befreiung machen. Das wurde dann ein Jahr später, im Jahr 1943, von den Alliierten gemeinsam als Beschluss gefasst. Und wir antworten ihm, dass bereits an die 600 wehrfähige junge Mitglieder unserer Organisation sich dafür ausgesprochen haben, eine österreichische Einheit unter der Führung und Ausbildung von britischen Offizieren zu bilden und mit der britischen Armee gemeinsam zu kämpfen. Er verwies uns auf das War Office, die das entscheiden sollte, und wir sollten dort verhandeln. Und so kam es zu Verhandlungen, die bis 1943 dauerten. Und im Sommer 1943 proklamierte dann das War Office, dass die Österreicher in allen Einheiten der britischen Armee eintreten können. Und so hatte ich im Auftrag des Free Ostern Movement einen Aufruf verfasst an die Jugend, sich mit mir gemeinsam um 9 Uhr, das Datum habe ich dann auch dazu gesagt, in allen Städten, bei den Rekrutierungszentren sich zu melden. Alle, die wollen. Und es haben sich an die 600 Leute gemeldet. Nicht alle konnten genommen werden, manche waren 17 Jahre alt, manche waren gesundheitlich nicht in der Lage, wurden abgelehnt. Aber an die 500 Österreicher, junge Österreicher, wurden akzeptiert und traten in die Armee ein und kämpften mit der britischen Armee für die Befreiung Österreichs und die Niederlage Hitlers. Ich bin stolz darauf, berichten zu können, dass es auch 3 Leute gab, die der RAF, der Royal Air Force, also der englischen Luftwaffe beitraten und als Flieger oder Bordfunker mit dabei waren, der Luftflotte Dörings eine gräfliche Niederlage zu machen. Und dass auch einige 100 junge Österreicher dabei waren, als am D-Day, am Tag der Stürmung der französischen der Küste des Festlandes Europas mit dabei waren und mitgekämpft haben und Fuß gefasst haben und damit den Weg für die Niederlage Hitlers, endgültige Niederlage Hitlers und der Befreiung Österreichs gemacht haben. Wir haben unseren Anteil geleistet. Wir haben das erfüllt, was die Alliierten von uns verlangt haben. Es ist leider so, dass aber in der Öffentlichkeit darüber überhaupt nicht gesprochen wird. Es hat bereits 5 Tage des Gedenkens gegeben und der Besinnung über die Aufarbeitung der Geschichte, aber da ist Young Austin nie mit erwähnt worden. Also es ist noch bisher ein Geheimnis. Allerdings am 1. Juni 2007, also 62 Jahre nach Ende des Krieges, hat der Bürgermeister Campbell über seine Stadträtin den noch letzten lebenden 15 Österreichern in der britischen Armee das große goldene Erdzeichen
für Verdienste das Land Wien gegeben. Ja, dazu muss ich aber noch sagen, dass ein großer Dank gebührt dem britischen Volk, das uns so gastfreundschaftlich aufgenommen hat, geholfen hat in den schwierigen Tagen der Flucht und der Immigration, und ein vor allem großes Danke an die anglikanische Kirche, die uns so stark geholfen hat, ein Zentrum zu schaffen, wo die Österreicher treffen konnten. Der Archbischof, der damalige Archbischof Canterbury, hat sich besonders dafür eingesetzt und mit den Bennington Estates verhandelt, dass die 3 leerstehenden Häuser auf der Westbahnterrasse den Österreichern übergeben werden, kostenlos, damit sie dort einen Club bauen können. Und das war nicht ein Club, es war ein Gasthaus, es war ein Theater. Wir haben ein eigenes Haus gehabt, die Jugend, mit einem großen Saal, wo die Jugend sich am Samstag treffen und tanzen konnte. Es waren Räume zur Verfügung gestellt, damit Professoren und Lehrer, die auch emigriert waren, der Jugend zumindest zum Schulabschluss verhelfen können. Also es wurde wirklich sehr viel getan, und ich glaube, dass Young Austria, wenn man über Young Austria jetzt sagen kann, Young Austria, das ist eine nicht enden wollende Geschichte der, wenn man bedenkt, aus traumatisierten Kindern selbstbewusste Kämpfer und Freiheitskämpfer sich entwickelt haben. Danke für die Aufmerksamkeit.